Hallo, ich bin Adi und in diesem Video werde ich einen Besen fressen. Wortwörtlich. Ja, da fragt man sich natürlich, dicker Adi, wie kommst du auf so eine unfassbar dumme und sinnlose Idee? Wenn ihr einen Besen fresst, dann macht einen Kuchen draus. Naja, man braucht nur einen Camper, 4 gute Freunde und einen 2-wöchigen Stream durch die USA. Vor 2 Monaten auf der Route 66 Tour. Aber könnte man jetzt wirklich Besen fressen, wenn man einen kompletten Holzbesen nimmt und man holt sich, schleift das ganz klein in Pulverform oder mit einer Parmesanreibe, ganz fein wird das geraspelt, ganz fein. Und man äxt dann jeden Tag so 4, 5 Shakes und überall ist ein bisschen Besenpulver mit drin. Könnte man es schaffen, in 10 Tagen als Mensch einen kompletten Besen zu verputzen? An dieser Stelle schöne Grüße an Max, Niki und Paul. Ohne euch würde es dieses Video nicht geben. Wir sind auf jeden Fall auf der Tour noch mal ein bisschen tiefer in die Recherche gegangen. Rein theoretisch ja, vermutlich. Aber das bedeutet nicht, dass es eine gute Idee wäre. Kannst du mal bitte rausfinden, wie viel Kalorien ein Besen hat? Hat nicht. Er sagt, also ChatGPT sagt, du schaffst das, Adi. Ich will der Dude sein, der einen Besen gefressen hat. Ich merke das jetzt gerade so in mir. Ich will der Guy sein, weil Leute sagen, ich fand das geil, als du den Besen gefressen hast. Also habe ich mich zu Hause hingesetzt. Ich habe recherchiert, ich habe mich informiert und bin auf das Resultat gekommen: Es ist nicht möglich, einen Besen zu essen. Zumindest nicht einfach so. Da lädt so ein Arzt ein. Ja, also Ernährungswissenschaftler. Mein Name ist Mishek Dama, ich bin Ökotrophologe, also Ernährungswissenschaftler und habe die letzten 20 Jahre in der Gesundheits- und Fitnessbranche verbracht. Vielleicht kennen die ein oder anderen Mishek noch. Er war unter anderem bei der No Food Challenge, also 7 Tage nur Wasser trinken dabei, und bei der Team Food Challenge, das heißt 5 Tage so viel essen wie möglich. Meine professionelle Meinung dazu ist immer noch eine dumme Idee, ist immer noch sehr riskant, weil so comicmäßig einfach in den Besen reinzubeißen, glaube ich, ist uns allen klar, ist nicht umsetzbar. Ich kann mir natürlich nicht einfach einen Besen kaufen, da reinbeißen, zack, und das Ding ist weg. Also habe ich mir folgenden Plan überlegt. Cinema. Als erstes natürlich, ich kaufe mir einen Besen. Diesen Besen verarbeite ich dann zu feinstem Besenstaub. Von diesem Besenstaub kann ich mir dann jeden Tag ein bisschen was ins Essen reintun. Okay, smart. Also, was ganz klar sein muss, egal wie klein du das Ganze raspelst, runterhobelst oder wie auch immer, es ist immer noch ein Fremdkörper. Das heißt, auch wenn irgendwo es sich um Naturholz handelt und man irgendwie von ballaststoffartigen Strukturen sprechen kann, ist es nicht der gleiche Ballaststoff, den du zum Beispiel in Gemüse vorfindest, sondern es ist ein Fremdkörper, der irgendwie in den Körper gelangt, freiwillig jetzt in dem Falle, aber dementsprechend auch bestmöglich unversehrt den Körper verlassen muss. An dieser Stelle, und das ist mir wirklich wichtig, macht das nicht zu Hause nach, das ist dumm, das ist sinnlos und vor allem kann das wirklich gefährlich sein. Ich rate davon absolut ab. Es ist weder ernährungsphysiologisch relevant, noch sinnvoll, noch gut, noch gesund. Dementsprechend, wenn es um meine professionelle Einordnung geht, kann ich nur wärmstens davon abraten. So. Ich weiß ja nicht, wo ihr euer Essen immer kauft. Ich kaufe mein Essen immer bei Obi. Boah. Einfach beim Eingang direkt Besen. Ach du heilige Scheiße. Ich sag, mit dem Ding kann man auch rumfliegen. Man könnte natürlich auch die sichere Variante spielen und den Handfeger Kokos einfach essen. Es ist aber wahrscheinlich der Besen hier. Ja, kann man den essen? Ich weiß es nicht. Ach Digga, was mache ich hier? Okay, Essen ist gekauft. Besen ist da. Ich meine, 6,95 für einen Besen, den ich jetzt über 2 Monate essen kann, ist gar nicht so ein schlechter Deal. Ich muss mir natürlich noch eine Schleifmaschine kaufen und ich bin überrascht, wie günstig. Dieses Ding hier sammelt schön den Besen. 34 Franken, 35 Euro circa. Es ist jetzt diese Maschine hier geworden. Das wird nicht leicht, das wird auch ultra lange dauern. Das Ding hat 64 Schweizer Franken gekostet. Finde ich eigentlich voll okay. Also wenn es gut läuft und ich würde behaupten, wie bei so gut wie allem, die Dosis macht das Gift, kannst du das Ganze so gestalten, dass du es gar nicht merken wirst. Das heißt, das ist das Best-Case-Szenario, was durchaus auch eintreten kann. Und damit herzlich willkommen in meiner Küche bzw. in meiner Garage, wo ich den Besen schleifen wollte. Das Problem ist nur, es gibt hier keinen Strom. Wir wollten es gerade probieren. Das heißt, wir müssen in eine größere Küche.
Unser Stapler funktioniert nicht mehr, das heißt, wir werden den Besen nicht hochbekommen. Und damit wirklich herzlich willkommen in meiner Küche bzw. im Haus meiner Eltern. Die haben hier eine riesige Werkstatt, hier ist alles und hier müssen wir es irgendwie hinbekommen, diesen Besen zu verarbeiten, damit wir den essen können. Ein Besen ist am Ende des Tages wie ein Salat. Ein Salat muss man vorm Essen auch einmal abwaschen, damit der Dreck weg ist. Deshalb ist jetzt der Plan und wir hoffen wirklich, dass wir hier die Möglichkeiten haben, dieses Ding irgendwie zu schleifen. Es ist wirklich nicht so einfach. Wir werden einmal den Stiel putzen bzw. abschleifen. Dieses Ding war sehr günstig. Es ist wahrscheinlich das Dümmste, was man sich kaufen hätte können. Das schleift einfach zu wenig. Mein Dad, die Legende, hat uns geholfen und hat uns seine Schleifmaschine 3000 von Bosch gegeben. Mit diesem Ding werden wir den Besen verarbeiten und hoffentlich genug Staub bekommen, beziehungsweise Essensmaterial, was ich in den nächsten Tagen und Wochen verarbeiten kann zu Hause. Beste Qualität, beste Substanz, um es in jeglicher Form zu konsumieren. Ich habe Bock auf Pasta, die Besen. Das ist der Auffangbehälter, wo der Staub drin landen wird. Aber der muss zuerst geputzt werden, weil wir wollen nicht noch irgendwie von anderen Besen, die vorher geschliffen wurden oder irgendwelchem Holz hier Rückstände drin haben. Deshalb. Das heißt, es hat jetzt hier drin Platz für feinsten Staub von unserem Rohholzbesen. Wir werden heute erstmal den Stiel verarbeiten. Den Kopf vom Besen nehme ich mit. Ich überlege mir noch was. Hier ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das sieht, hier ist noch so ein bisschen Draht dran und so Plastikdings. Das muss alles weg. Aber wir werden heute hier einmal abschneiden und dieses Ding verarbeiten. Besenkopf ist weg. Manchmal im Leben muss man einfach probieren. Und vielleicht funktioniert's. Und was auch noch wichtig zu erwähnen ist, also selbst ein Naturholzbesen wird ja nicht am Ende nur aus Holz bestehen. Das heißt, wo ich ein sehr großes Risiko sehe, was auf jeden Fall eliminiert werden muss, jegliche Form von Klebstoffen, Lacke, die auf dem Holz ist, auch da ist ein sehr großes Risiko. Das heißt, weitestgehend dies eliminieren, vermeiden. Ich weiß nicht, ob hier so eine Lackierung drauf ist. Es kann sein, kann aber auch nicht sein. Es fühlt sich sehr normal an. Aber wir schleifen trotzdem alles mal außen weg, damit es clean ist. Und danach können wir das Ganze verarbeiten zu Besenstaub. Die funktioniert nicht so gut. Wir müssen das große Geschütz auffahren. Ich hoffe, das reicht so. Es gab schon Staub, aber wie fängt man diesen Staub jetzt ein? Das ist die große Frage. Das ist echt eine gute Frage, ne? Oh, die Linse ist dreckig. Ich habe ja nicht umsonst einen großen Container gekauft im Obi-Baumarkt mit Sicherheitshandschuhen, einer Sicherheitsbrille und mit Schleifdingern für die Schleifmaschine, die absolut nicht funktioniert. Die werde ich meinem Dad schenken, dann kann er die benutzen. Ich glaube, wir müssen in dieser Kiste drin schleifen. Circa 3 Minuten geschliffen. Es ist auf jeden Fall viel Staub hier drin. Das darf nicht rausfallen. Das ist schon mal gut, das funktioniert. Und ich glaube, auch in die Box geht Staub rein. Der Besenstiel ist jetzt 83 cm lang. Ich werde jetzt mal 5 Minuten durchschleifen und dann gucken wir mal, wie viel Zentimeter weggehen. Okay, wir haben jetzt 5 Minuten geschliffen. Es hat schon hier richtig viel Sägemehl. Wir sind von 83 cm auf 70. Holy shit. 13 cm in 5 Minuten, das heißt bei 70 cm sind das noch. Eine halbe Stunde schleifen, dann haben wir's. Ich will aber einmal vorher gucken, ob wirklich Sägemehl hier in diese Box reingekommen ist. Ich fühle mich gerade wie so ein Imker, der so diese Bienenwaben rausnimmt und dann... Okay. Ach du Heil... Ja, wir müssen es machen. Wir müssen es machen. Ich muss einen klitzekleinen Taste-Test machen. Gibt es irgendwelche Nährstoffe in Holz oder ist da gar nichts drin? Gar nichts. Also du musst es wirklich absolut als Fremdkörper betrachten. Ich mache das Ding fertig und dann gucken wir, wie viel Besenmehl wir insgesamt bekommen. Der Besen ist verarbeitet. Warte mal kurz. Wieso ist hier Besen auf meinem Hut? Das geht nicht. Das muss sofort hier rein. Es ging insgesamt ein bisschen schneller als gedacht, 40 Minuten. Wir gucken, wie viel wir an Besen bekommen haben. Das ist komplett alles voll mit Essen. Oh mein Gott. Pures, sauberes, süßes Besenholz. Ach Digga. Das ist viel mehr, als ich gedacht habe. Das alleine ist nur aus dem Behälter. Und jetzt noch die große Box. Ja, wir sind offiziell cooked.
Boah, das ist auch nochmal gut ein Stück. Und eine Stunde später haben wir unser Besenholz. Mit dem werden wir arbeiten die nächsten 2-3 Wochen lang. Das hat auf jeden Fall schon mal viel besser funktioniert als gedacht. Shoutout an die Schleifmaschine von meinem Dad. Ohne die wären wir komplett cooked gewesen. Ich mache mich sauber und dann geht's in die richtige Küche. Und somit präsentiere ich stolz feinster industrieller Besenstaub. Das Dumme daran ist, es sieht nicht mal wirklich gefährlich aus. Es ist einfach Pulver mit diesem Shakerbecher. Man denkt sich so, okay, das ist irgendein Supplement. Der Tag der Tage ist gekommen. Heute wird das erste Mal Besen konsumiert. Es ist tatsächlich der wärmste Tag der Geschichte in Basel. Knapp 40 Grad. Und was will man an einem warmen Tag? Einen kalten Smoothie. Deshalb werde ich als erstes einen kalten Besen-Smoothie machen. Ich fühle mich wie Max in einem Kochvideo, deshalb schöne Grüße an Max. 50 Gramm Haferflocken oder wie es in der Schweiz heißt, Haferflöckle. 100 Gramm Naturjoghurt, Milch, Leinsamen, so ein bisschen nach Gefühl. 100 Gramm gefrorene Beeren. Wieso mache ich hier gerade eine Anleitung für einen Smoothie? Ihr wollt einfach nur sehen, wie ich diese Scheiße esse. Banane, nehmen, öffnen, rein. Und für die gewisse Magie, für den kleinen Kick, damit der Körper auch denkt, holy shit, was geht hier ab? Es ist das erste Mal, mein Körper muss sich dran gewöhnen. Ist das zu viel? Schon viel, ne? Ach Digga, das riecht komplett nach Holz. Das kommt rein. Ich gucke jetzt mal, wie viel Gramm das sind. Das war viel zu viel. Rest mit Wasser auffüllen. Und fertig ist der erste Besen-Protein-Smoothie. Es sieht eigentlich komplett normal aus. Das ist Tag 1 von Ich fresse einen Besen. Cheers. Nix. Man schmeckt gar nichts. Oh, kennt ihr das, wenn so Dreck in eurem Essen drin ist? So fühlt es sich ein bisschen auf der Zunge an. Aber vom Geschmack her, hinten raus komplett normal. Auf euch. Cheers. Alles gut. Ich gehe heute Abend noch Sport machen. Ich guck mal, wie es ist. Bitte, bitte, bitte funktioniere. Ich will nicht morgen auf dem Klo sitzen, mir geht's nicht gut. Wenn wir uns ja vor Augen führen, dass der Verdauungsprozess ja bis zu 16 Stunden dauern kann, je nachdem, welche Nahrungsmittel du zu dir nimmst, in welcher Menge und so weiter, du wirst nicht direkt nach der Einnahme bereits irgendwas wahrnehmen. Vielleicht wird es sehr zeitversetzt, 24 Stunden später erst eintreffen. Morgen. Es ist der nächste Tag und ich verspüre das sogenannte Bedürfnis, aufs Klo gehen zu müssen. Und ich möchte euch gerne mit auf diese Reise nehmen. Ich würde auf jeden Fall sehr genau auf gewisse Zeichen des Körpers achten. Also vor allem natürlich, was deine Verdauung angeht. Und dann natürlich auch, was den Stuhlgang angeht, also die Verdauung als solche, ob du da irgendwas feststellst. 10 Minuten später. Die Reise ist vorbei, es war eine durchaus angenehme Erfahrung. Man hat im sogenannten Kot gewisse kleine helle Punkte gesehen. Ansonsten hat es sich normal angefühlt und alles ist super. Danke für die Aufmerksamkeit. Freunde, ganz kurz, wenn euch dieses Video gefällt, dann lasst den Like da, abonniert den Kanal. Das ist unfassbar aufwendig und ich muss einen Besen fressen. Deshalb vielen Dank für den Support. Freunde, es ist Tag 2, ich habe mir Nudeln gekocht. Ich habe unfassbar Bock auf diese Nudeln. Man würde jetzt hier auf diese Nudeln normalerweise Parmesan drüber machen für den Geschmack. Aber ihr wisst, wie es läuft. Wenn man sich vorstellt, dass es Parmesan ist, dann kann alles im Leben Parmesan sein. Deshalb... Ach du heilige Scheiße. Ja, was soll ich sagen? Das ist mein Abendessen. Einmal umrühren. Ach, das stäubt ja all meine Nudeln voll hier. Ja, ich bin gespannt, wie das jetzt schmecken wird. Beim Shake ist ja noch so Lifehack. Kann man einfach Shake machen und runterspülen, dann geht das. Ich habe es, by the way, im ganzen Video noch nicht gesagt. Ich mache das Video, weil es das Sprichwort gibt, einen Besen fressen. Für die, die es noch nicht gecheckt haben. Deshalb gibt es das Video. Also für alle Leute da draußen, die sich jetzt denken, wieso macht der das Ganze überhaupt? Ist ein Sprichwort, ein Besen essen. Ihr checkt. So. Oh, hat auf jeden Fall Geschmack von der Tomatensauce. Heiß und pulverig. Das Gute ist, ich glaube, man schmeckt es wirklich nie so krass. Oh, da war viel dabei. Da war viel dabei. Das war eine extrem holzige Nudel. Passt das durch? Was man sagen kann, der Besen macht auf jeden Fall extrem satt. Ich war gestern auch 8 Stunden satt nach diesem Smoothie. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Wir sehen uns morgen. Tag 3. Es ist der 1. August, also Schweizer Nationalfeiertag. Deshalb gibt es heute einen Shake. Mit Griff. Mögen die Schweizer Züge immer pünktlicher sein als die deutschen. Wer den Besen nicht ehrt, ist den sauberen Boden nicht wert. Ich fühle mich durch den Besen lebendig. Ich fühle mich
Als wäre ich da. Falls irgendjemand da draußen ist, der ein Arzt ist oder so, kann ich durch den Besen immun werden gegen Krankheiten, weil es ja quasi auch Dreck ist. Und je mehr Dreck man um sich hat, desto immuner wird man, um krank zu werden. Bringt das medizinisch was? Und ich sag mal so, es werden noch extrem geile Sachen mit dem Besen gekocht. Das hier ist erst der Anfang. Heute ist Tag 4. Ach Digga, dieses Emote mit dem Besen. Alles, was im YouTube-Video passiert, ist real. Und deshalb ist jetzt auch geil im Stream das mal zu machen. Das hier ist der Besen. Sieht aus wie Paniermehl. Es sieht gar nicht so schlimm aus, ne? Wenn du denkst, dass du alles gesehen hast, kommt Adi um die Ecke und frisst einen Besen. Heute machen wir uns einen chilligen Besen-Snack. Ich habe hier Skür, schön Proteine. Das heute ist jetzt ein richtig Basic-Gericht. Man kann aus dem Besen auf jeden Fall krasse Sachen kochen. Das ist jetzt nur für den Stream, weil es im Stream nicht anders geht. Und jetzt seht ihr, was ich jeden Tag still und heimlich in meiner kleinen Kammer mache, okay? Hier ist der Besen. Hier kommt das so drüber. Besen muss verarbeitet. Ach, ist das trocken. Das wird ja ein Teig. Das ist kein Katzenfutter. Das ist keine Spachtelmasse. Das ist Skür mit Besen, okay? Cheers, Leute. Das könnte das hässlichste Gericht sein, was ich bis jetzt gemacht habe mit meinem Besen. Kannst du danach ein Ranking machen, welcher Besen am besten schmeckt? Chat, ich esse nur einen Besen. Ich werde jetzt nicht alle Besen der Welt durchprobieren und sagen, yo Diggi, der Besen ist gut, der Besen ist nicht gut. Nee, ich kann jetzt nicht fliegen, weil ich einen Besen gegessen habe. Ey, das ist echt sandig. Bring am Ende ein Rezeptbuch raus. Niemand braucht dieses Rezeptbuch, Chat. Niemand. Letzter Biss vom Besen, Chat. Hält am längsten. Qualität stimmt. Hallo SJ Kuba. Ja, die Qualität ist wirklich hervorragend. Gerade als ich den Besen zu meiner Pasta Bolognese gegessen habe, hat er wunderbar mit den Nudeln harmoniert. Kann ich zum Fressen wirklich nur empfehlen. Schöne Grüße, Adrian Vogt. Tag 5. Es gibt schlechte News. Ich muss heute einen Kuchen backen und ich weiß nicht, wie man einen Kuchen backt. Aber mein Bauch geht super. Ich habe meinen Konditor des Vertrauens nach einem Rezept gefragt. Komischerweise steht da drauf 50 Gramm Besen und ein Abo auf YouTube. Verstehe ich nicht. Ich habe, by the way, den Besen von der großen Schüssel in die kleine Schüssel geleert, weil ich die jetzt für einen Kuchen brauche. Wir haben nur noch 90 Gramm Besen und 50 Gramm davon geht in diesen Kuchen. Zucker, Mehl, Kakaopulver, eine Prise Salz, Sughero de Vanillo, Backpulver. Ich weiß bis heute noch nicht, aus was Backpulver besteht und was es genau macht, aber Backpulver. Umrühren und natürlich das Wichtigste, 50 Gramm feinstes Besenpulver. Das ist ein guter Besenkuchen. Boah, das stäubt richtig. Seht ihr, wie das stäubt? 200 Milliliter Milch, 150 Milliliter Rapsöl und 3 Eier. Normalerweise bräuchte man jetzt so eine Knetmaschine, die das zusammenmischt, aber wie so eine Maschine kaufen, wenn man selber eine Maschine ist. Das könnte sogar was werden. Das wird der schokoladigste Schokoladenkuchen, den die Welt jemals gesehen hat. Das sieht Real Talk wunderbar aus. Ja, ich mache gerade eine Kamerafahrt. Hallo. Und das kommt jetzt für 40 Minuten in den Ofen. Zack. Hey Siri, stell einen Timer für 40 Minuten. Holy shit, ist das Ding groß geworden. Er ist noch so ein bisschen wiggly. Weiß nicht, ob das normal ist, aber sieht gut aus. Man muss so am Rand entlang. Okay, das löst sich. Das ist auf jeden Fall so ein Riesending. Ich werde den Kuchen auf jeden Fall meinen Nachbarn vorbeibringen und sagen, yo, ich habe einen Kuchen gebacken, hier wollt ihr. Dann sagen sie, oh mein Gott, du hast uns noch nie was vorbeigebracht, du bist so nett. Und dann essen sie meinen Besen. Mein Konditor des Vertrauens hat gesagt, man muss den Kuchen flippen. Ich hoffe, der geht nicht kaputt. Und dann sollte der theoretisch... Oh mein Gott. Rauskommen. Wir gehen für den Mittelschnitt. Okay. Okay. Der Kuchen ist in der Mitte noch ein bisschen weich, aber das gehört ja zu einem Kuchen, oder? Ja, beim ersten Mal kann es ja nicht direkt klappen, oder? Sieht trotzdem unfassbar geil aus. Ich hab Bock auf Kuchen. Ich hab Bock auf Besen. Der ist perfekt. Ich glaube mir einzubilden, dass man keinen Besen mehr schmeckt. Wenn ihr einen Besen fresst, dann macht einen Kuchen draus. Ich sage, meine Nachbarn würden nicht merken, dass da Besen drin ist. Mit Abstand das Aufwendigste, was wir bis jetzt gegessen haben, aber auch mit Abstand das Beste. Ab und zu hat es so ein Knirschen zwischen den Zähnen gehabt, dann merkt man ein bisschen, dass Besen drin ist. Aber ich finde, Schokoladenkuchen und Besen harmoniert wie die Beziehung von Phoebe und Rohat. Well. Tag 6 und es gibt wieder einen Shake. Gute Portion, rein da. Ach, wisst ihr, für mich ist es mittlerweile Routine.
Okay, Tag 6, ich spüre gar nichts mehr. Ach ja, und zu dir kommen wir später noch. Es ist nicht nur Jubiläum, sondern auch der letzte Tag, wo ich vom Besenstiel essen werde. Deshalb habe ich mir den besten Besenkoch der Welt organisiert. Hallo, ich bin Jonathan und ich koche schon seit über 20 Jahren mit Besen. Naja, also als ich angefangen habe zu kochen, hat mir etwas immer gefehlt. Etwas, was auch aromatisch nochmal etwas dazu beiträgt. Und dann bin ich per Zufall in der Einfahrt auf meinen Besen gestoßen. Also von der Farbe haben wir hier jetzt wirklich einen absoluten Klassiker. Also da kann man nichts falsch machen. Auch der Geruch eher neutral, aber lecker. Riechst du das Holz gar nicht? Ich habe zwar eine große Nase, aber ich habe echt Probleme mit Schmecken. Also mir persönlich ist natürlich immer wichtig, dass es ein Naturbesen ist, okay? Der darf nicht behandelt sein, so machen wir das auch bei der Besenstiel AG, unsere Besen, die wir verkaufen. Wenn ich persönlich einen Besen auswähle, dann gucke ich auch noch auf die Farbe. Also es darf nicht zu dunkel sein. Zu dunkel heißt oft morsch. Das wollen wir nicht im Essen. Naja, heute habe ich mir für den Adrian was ganz Spezielles überlegt. Also ein Dessert, das es in sich hat. Wir kochen heute zusammen Crêpe de la Base. Dann jetzt die Zauberzutat, der Besen. Wie viel machst du hier rein? Alles. Alles. Kommt der Besen dazu. Wieso so überrascht jetzt von dem Staub? Nee, das ist einfach ein bisschen viel. Ne? Der Naturbesen, der macht das Ganze einfach essbar. Jetzt stell dir vor, du hast so einen behandelten Scheißbesen. Ja? Dann wäre dir das Ding hier schon lange um die Ohren geflogen. Da sind nämlich Chemikalien drin, die explodieren. Und du bist jetzt so ein guter Koch, dass du sowas kochen kannst. Ein Crepe-Teig. Ja, das ist klingt erstmal simpel, ist aber doch auch, braucht man 20 Jahre Erfahrung schon, dass das jetzt so wird. Ein Crepe kommt nie alleine, darum haben wir noch etwas oben drauf. Gefrorene Beeren, sehr lecker. Oder Nutella, weil Besen allein, das schmeckt einfach nicht. Also darum. Das schmeckt auf jeden Fall besser, als es aussieht. Und jetzt machen wir das Topping oben drauf. Hier haben wir eine Auswahl an Beeren. Crêpe de la Base. Oui. Bon Appetit, hein? Dankeschön. 7 lange Tage von Besenessen, Pasta, Kuchen, Shakes und heute das große Finale mit Jonathan als Koch. Vielen Dank, so einen guten Koch hatte ich noch nie in diesem Hause. Es sieht erstmal wieder relativ normal aus, finde ich. So ein bisschen dunkler. Ich weiß nicht, ob hier so ein bisschen die Holzspäne angebrannt sind. Das könnte das beste Gericht werden der gesamten Woche. Ich gehe mit dem sogenannten Perfect Bite rein, wie Max sagen würde. Schöne Grüße. Digga. Die Beeren sind so sauer, man schmeckt nichts mehr. Da muss mehr Zucker drauf. Johannisbeeren, kennst du das, wenn man die vom Busch direkt nimmt? Ja. Und die richtig sauer sind? Das sind sie. Das sind sie. Man hat wieder so ein leichtes Knirschen zwischen den Zähnen, wie man so Sand im Mund hat. So ganz bisschen. Immer weil der Besen drin ist, aber ansonsten sehr gute Crêpes. Wenn man schon 20 Jahre mit Besen hantiert, dann muss so ein Gericht, das ist wie Aufstehen und Laufen. Das funktioniert einfach. Es sind wirklich gute Crêpes, aber das Ganze muss jetzt aufgegessen werden. Ihr könnt mir geben, was ihr wollt mit Besen. Besen ist für mich mittlerweile, ich merke es gar nicht mehr. Aber ich muss sagen, Real Talk mit Nutella ist ultra geil. Wir sind schon über der Hälfte. Ich würde sagen, ich esse weiter. Bin ein ganz großer Nutella-Fan. Man muss auch sagen, die Beeren mit Nutella zusammen, ein Stück abschneiden und 3 verschiedene Crêpes. Jonathan hat den hässlichsten unten hingelegt. Ja. Emotionale Musik. Eine Woche lang haben wir den Besenstiel gegessen. Kein Pulver mehr da. Jonathan kann bestätigen, ich habe das ganze Ding gegessen. Es ist bestätigt, der Besen ist fast vollkommen, bis auf den letzten Biss.
vernichtet. Wir haben den Besen klein geschliffen in mühseliger Kleinstarbeit. Wir haben Pasta gegessen, Shakes getrunken, wir haben zusammen gebacken. Und das hier ist der letzte Biss vom Besenstiel. Zum Glück geht's mir gut. Ich freue mich auf diesen Bissen und dann gucken wir, was wir mit dem Besenkopf machen. Kein Besenstiel mehr, der ist jetzt weg. Und ein weiteres Element, was ja ein Besen am Ende ausmacht, sind die Borsten. Ach ja, Leute, die Borsten. Ich habe mir in den letzten 7 Tagen unfassbar viele Gedanken gemacht, wie man dieses Ding hier köstlich verarbeiten kann. ChatGPT, ich war in irgendwelchen Foren unterwegs, what the fuck, und habe das ganze Internet durchsucht. Weil Borsten halt auch stark verarbeitet sind. Jetzt frag mich nicht, da bin ich kein Experte, mit welchen Stoffen genau, aber damit sie eben lange haltbar sind und in der Arbeit nicht gleich nach zweimal irgendwie Besen nutzen kaputt gehen, das sehe ich als sehr kritisches Element letztendlich des Besens auch an. Die fühlen sich zwar irgendwie natürlich an, aber wenn man sie genauer anschaut, auch irgendwie nicht. Und ich musste feststellen, wie eine Avocado einen Kern hat, den man nicht essen kann, hat einen Besen Borsten, die man nicht essen kann. Größere Stücke, Splitter und ähnliches, was in irgendeiner Form zu inneren Verletzungen, Blutung und gar schlimmeren Szenarien führen kann. Es klingt ja schon ernst, ne, muss man sagen. Man konnte leider nicht zu 100% rausfinden, ob und wie diese Dinger hier behandelt sind. Und was Essen angeht, bin ich wirklich sehr offen, aber auf Lackessen hatte ich jetzt irgendwie nicht so Bock. Das konnte ich aber nicht einfach so stehen lassen. Deshalb habe ich mit dem Borsten und dem Besenkopf dieses Bild gemalt. Gezeichnet mit den Borsten selber, mit Borsten im Bild selber drin und der offiziellen Bestätigung. Dieser Besenstiel wurde gefressen. Meine Unterschrift, 6. August 2026. Ich als erfahrener Besenkoch kann bestätigen, der Besen wurde gegessen. Somit ist dieses Zertifikat zertifiziert. Und dieses Bild hier kann jemand von euch bekommen. Schreibt einfach irgendeinen Kommentar unter dieses Video. Vielleicht welche Sprichwörter man sonst noch so umsetzen kann. Die Nadel im Heuhaufen finden. Oder sonst irgendwas. Den besten Kommentar pinne ich nach ein paar Tagen an und schreibt euer Insta dazu, damit ich euch kontaktieren kann. An dieser Stelle danke an Mischek für die Beratung, danke an Johnny fürs Kochen und danke an Sandro fürs Filmen. Und Fazit der ganzen Sache: Das nächste Mal, wenn irgendjemand zu euch sagt, dann fresse ich einen Besen, sagt ihr, nee, das ist falsch. Dann fresse ich einen Besenstiel. Wie du dir vielleicht denken kannst, wurde ich noch nie gefragt, obwohl ich schon sehr vieles gefragt wurde, ob ich einen Besen essen kann. Unser Stapler funktioniert nicht mehr, das heißt, wir werden den Besen nicht hochbekommen. Wir müssen es von Hand machen.